Hello and happy Sunday. Today I'm recording in my living room because I'm home alone over the weekend and I thought I can stay downstairs once if nobody is at home and maybe my little sweet cat Lily would like to join in. For the moment, she's sleeping on the couch and not really interested what I do, but it can change any moment. I hope you had a nice week. Mine was pretty okay. I still try to recover a little bit. I took it slowly, but I had also some very good working days where I did quite a lot of work for Swiss Yarn Festival, but also for Puzzeria. And I try to sit down and to make to start with a new structure for me to work and to plan a little bit more my weeks or my days so I get more work done and not only knitting because it's quite dangerous for me as knitting is my most favorite part of the work. And as you know, there are quite a lot of designs ready for writing. So I thought I need to give me some structure to get them done. So let's see if this will work. You will hear it here, Instagram, or maybe in my newsletter. Yes, but today I promised you to make a second recap of the Swiss Yarn Festival and especially of all my goodies I brought home. So last week I just showed a small part of it, and today there is probably a little bit more because I'm sure it's not so interesting to have a third episode with a recap, so I try to push it all together in this episode. Yes, first I got a very cute present from Yvonne. Her Instagram account is Welly1 and it's really cool. It's a vase. It's the thing to put flowers inside, and it looks like a ball of cotton yarn. I don't know who is manufacturing them, but maybe Yvonne is watching and maybe she can write it into the comments where to get these little cute presents. And another gift I got from Deborah from Penny Lane Yarns. It's from her friend La Cave Alain. She couldn't be at the festival this year, sadly, but Debbie ordered some cute little heart stitch markers, and you could also use it as necklace pendant, but I already have it in one of my knittings. And
this also, oops, sorry. These two came home with me from the Grey Sheep Company. Here is the label. And it's hemps, virgin wool with alpaca, a 4-ply. And as you can see, here are the stitch markers already in the heart one from La Gavalin. And the start is made for a double face cape. Yes. Outside and inside. And it's really nice to work with. It's a bit not scratchy, but rust. Yeah, no superwash. I like it, you know. And for double face or Fair Isle, it's absolutely perfect. So, and as you can see, I couldn't resist to already start new things. One thing I bought and couldn't resist to make a yarn ball is this from Trellis. It's her new base, Samskara. It's 60% superfine merino, 40% recycled yak and cashmere. It's a fingering, 50 grams, 200 meters. And the colorway is Requiem for a Dream. And this doesn't surprise me. I didn't know until now that it's Requiem for a Dream, but now I realize I already have this colorway upstairs in my studio on another base because it's one really of my favorites. So here is the label from the back side. And here I couldn't resist to make one cake already and to see how the colors are coming out. Don't know what to make with them yet. I have 3, so 800 meters, and maybe I make something like a slip over or a sleeve, a tank top, or a sleeveless shirt, or a tank top, or something like that. Yes, that's Trellis, the first of Trellis, because she made me also a gift. Thank you again for this, my honey bunny. And she gifted me these 3 sweeties. This is Eros, superwash merino with silver stellina, so a little bling bling, and bling bling is always great. And yeah, this one is colorway Le Louvre, and here we have Sirius Black. Then I got from Wollspinnerei Fetch one ball of Chial. It's 75 Prima cotton with 25% linen. It's 50 grams with 180 meters. And I got it because I asked them I would like to test it. And here with it, I'm sure I will make dishwash
dishwasher clothes, something like that. Because my husband really loves them out of cotton with linen, so something for him. And it's a great way to test a new yarn and maybe also a new stitch pattern. So yeah, this will be a cool little project, especially to take with me and for sip and knit rounds where you don't have the concentration for a double knit or a sweater. Then such small projects are the best. Some mindless knitting. Maybe you remember the rainbow bitch socks we made. Julie, Christine, Teresa and me. And Teresa, she is so fantastic. She made us all also a little woven bag. She had some leftovers from her and Christine's socks, but then she ordered another skein to have really enough. And she weaved it by herself, then sewing it, and she filled it with a scissor, stoppers, measuring tape, and stitch markers, and some chocolates, but the chocolates are magically gone. And I think that's such a sweet present with so much love, made with much love. Yeah, then of course we had this year Prue Yarns as exhibitor, and Prue means punk rock unicorn yarns. And I thought, if I have a punk sweater and punk socks, I have to go to buy some Prue yarns for sure, isn't it? So I went there and I bought 3 skeins, 3 different ones. This one is sole. It's a merino with nylon, and 400 meters per 100 grams. So normal fingering weight with superwash preparation. So I could use it for socks or for sweater. And wait me, this is color Pink Oats. Then also sole, but in a different colorway. That's Mumbai. And the third one is also sole, but in the color Firecracker. And isn't it amazing? Oh, I love pink and orange, and so cool. So then I had the pleasure to meet the guys from Pamir Fine Fibers. Pamir Fine Fibers is cashmere from
Kyrgyzstan. I'm sorry, I have always troubles to say it correctly, but it's a very nice project behind this cashmere, and they really pay the farmers, the yarnies, the farmers fairly, and help them to go on with the production and making a living, because it's quite hard there. And you can read the whole story on Pamir's website, and for sure I will tell you on another episode more about it, because I already made a swatch, because I thought it would be nice to knit this sweater again and to write the pattern. And so I decided I will make it with Pamir fine fibers, and I already started it. This time it's going to be a 2-color version, and yes, it will be quite oversized, and let's see if you will like it later. And for sure, when I finished it and finished the pattern, I will tell you some more about the cashmere and, of course, my design. Then I got also some yarns from Rosarios Quatros. It's I met the ladies from this company. It's a Portuguese yarn company, and I met these ladies last year at the Swiss Yarn Festival in person, but I was in contact with them since I think September 22, and they sent me in October a little package with some yarns inside to try out, to play around. And I remember it really arrived at the day when I find out I have COVID and was quite hardly sick with a high fever and everything, but I couldn't resist and took the yarn up to my bed, and it was just laying around me in the bed. And every time when I woke up from a fever sleep or nap, I was able to have some yarn in my hands, and that was really, really nice. And then we really had a good time on Swiss Yarn Festival 23. This year, sadly, they couldn't come, but they sponsored with yarn the workshops of Philippa. Thank you for that. And I asked them, because if Philippa could bring me some Terra tweed, I really love it. I made I tested it I made a cowl something. Let me see, it should be quite close to me. Where is it? Yeah. Sorry, I found it. This one. Here is more, the design isn't that well constructed, but the yarn is amazing, and I really love it to knit with and to wear it. So I
would like to make, or I have an idea for a winter sweater in my head, and I'm so thankful that they sent me 5 of these little beauties. And in the box I got in October 22, there were also 2 balls of Alvor inside. This is 50% linen and 50% wool. And I made a shirt with a little bit of intarsia and but also knitting in the round, just stripes. And I made some construction mistakes on top here. The neckline is little tight or small, so I really need to re-knit it and to optimize it. And so I asked them if they could give me 2 balls more of Alvor, because you just need 2 balls. And I got some, this one is a blue one, such a blue egg, pale blue, I think. And as they now have also multicolor Alvor, or it calls Alvor print, I got also a few of them. So it's now not easy to decide. Let me show you the others. Oh, because I thought I would make it in this color combination, but now with the Alvor print is quite a lot to choose from. So not sure if, or maybe I can make 2. I could make the first idea and then one with Uni and Alvor print. Yes. So let me check. That's it. That's all I got home from Swiss Yarn Festival. And you see, quite a lot of work is waiting for me, and better not to forget to write down the patterns as well. So I thank you for watching. I hope you enjoyed it, and have a nice creative Sunday, and see you hopefully next Sunday again. See you then. Bye. Hallo zusammen. Jetzt kommt mal wieder Schweizerdeutsch. Mal schauen, ob ich heute das auch noch schaffe, euch alles nochmal so zu erzählen oder zu zeigen, wie ich es jetzt im englischen Teil bereits gemacht habe. Es liegt jetzt natürlich alles irgendwie ein bisschen anders verstreut in der Gegend herum. Also nagelt mich nicht fest, wenn ich eine andere Reihenfolge habe, aber ich hoffe, dass ich das alles, dass ich bei euch nichts vergesse. Genau, fangen wir doch gerade mal an. Ich habe ein mega herziges
Geschenk bekommen von der Yvonne, von der Wally One auf Instagram. Das ist eine kleine Vase, Keramikwase, und sieht aus wie ein Baumwollknäuel. Ich habe auch zuerst gemeint, als ich es ausgepackt habe, so, hä? Wieso schenkt sie mir jetzt einen Baumwollknäuel? Bis ich dann irgendwie gecheckt habe, hallo, das ist Keramik. Mega herzig. Leider weiss ich nicht, wer das die macht oder woher das sie es hat. Aber vielleicht, Yvonne, wenn du zuschaust, wenn du Lust hast, schreib es doch in die Kommentare, weil ich glaube, es gibt sicher die einen oder anderen, die das auch mega, mega herzig finden. Und vielleicht auch mal ein Geschenk braucht. Danke vielmals und ich habe mega Freude. Ich muss es nur in Sicherheit bringen vor der Lili. Dann habe ich von der Debbie von Penny Lane Yarns sie hat noch ein Geschenk gemacht. Sie hat bei ihrer Freundin der Sarah von La Cava Lane, wo das Jahr leider nicht hat können ausstellen, Stitch Markers, also Maschenmarkierer, bestellt und hat mir so ein Döschen geschenkt. Und die sind so herzig. Ich kann es nur fast nicht zeigen, aber sie sind so süß. Herzli Stitch Markers. Und die könnte man aber auch wunderbar an ein Kettchen machen. Schnell wieder zumachen. Nicht, dass, wenn es runterfallen, in der ganzen Stube rumfliegen. Und genau, die habe ich nämlich schon im Gebrauch. Und ich da noch die richtige Lismette aufnehmen. Entschuldigung. Ups. So. Die zwei Knäuel sind mit heimgekommen von The Grey Sheep. Ist Hampshire 4-Ply. Und zack, wie ihr seht, habe ich da schon die kleinen herzigen Herzli Stitch Markers drin. Und natürlich konnte ich auch nicht widerstehen, um bereits anzulesen. Zack. Ist geplant als so ein Double Face Schulter Cape. Muss einfach noch ein bisschen mehr gelismet werden. So, dann tun wir den hier über. Genau, dann bin ich natürlich auch bei der Lies posten. Von der Lies habe ich die 3 Knäuel mit heimgenommen. Und zwar ist das ihre neue Base, die sie hat. Das ist Samskara. Das ist 60% Superfine Merino und 40% recyceltes Jack und Kaschmir. Und gerade vorhin im englischen Teil habe ich gesehen, dass das die Färbung ist Requiem for a Dream. Und habe gerade ein bisschen lachen, weil ich habe gar nicht auf den Farbnamen geschaut, als ich es ausgelesen habe. Ich habe einfach das gefunden, boah, die ist schön, die wollte ich haben, die Färbung. Und ja, ich habe Requiem for a Dream bereits oben, einfach auf einer anderen Base, natürlich nicht auf dieser, aber wahrscheinlich einfach das Super Merino oder so, Superwash Merino. Aber das ist eine Farbe, die ich einfach mega gerne habe. Und ich bin gespannt aufs Lesen und ich denke, ich mache, weil ich habe ja nur 800 Meter,
denke, das gibt irgendwie so ein Kurzarm-Tanktop oder so oder einen kleinen Pullover, irgendetwas in dieser Art. Von der Lies habe ich aber auch noch ein Geschenk bekommen. Sie hat mir noch die 3 Schönheiten geschenkt. Das ist ihre Base Eros. Das ist 95% Superwash Merino und 5% Silver Stellina. Also Glitzer, Glitzer, Bling, Bling. Und naja, haben wir doch immer gern, oder? Danke, liebe Lies. Was ich mit denen machen will, weiss ich noch nicht. Aber irgendetwas wird sich schon ergeben. Genau, nicht vergessen. Ihr mögt euch sicher daran erinnern, Julie, Krigi und Theresa und ich, wir haben ja im Vorfeld die Rainbow Bitch Socks gelistet, wo wir dann alle zusammen angewandt am Swiss Yarn Festival. Und Theresa ist so mega, mega herzig. Sie hat ja Zucken auch für Krigi gelistet. Also das muss man jetzt einfach mal noch sagen. Krigi hat da ein bisschen gecheatet und hat sich ihre Socken lismen lassen. Oder vielleicht hat sie es auch einfach geschickt eingefädelt. Und so hat Theresa natürlich von 2 Paar Socken Reste gehabt und hat das angefangen zu verweben. Und hat dann aber nochmal einen Knäuel bestellt bei der Knitterin und hat für jede von uns ein Täschchen genäht, schlussendlich. Also zuerst hat sie es gewoben, den Stoff, und nachher hat sie es noch genäht. Und dann hat sie es noch gefüllt mit einem Scherli, mit Stopper, ein Maßband und Maschenmarkierer. Und Tschöckeli. Aber die Tschöckeli, die sind irgendwie ganz komisch verschwunden. Und es ist mit so viel Liebe gemacht, das Täschchen. Sie ist einfach die Beste. Und das wird sicher eines von meinen Lieblingsutensilien-Täschchen. Dann haben wir ja dieses Jahr Prue Yarns als Aussteller am Swiss Yarn Festival. Prue Yarns, also Prue bedeutet Punk Rock Unicorn. Und also ja, ich habe einen Punk Bulli und ich habe Punk Socken Design. Also ist ja wohl klar gewesen, dass ich dort Wolle posten musste. Weil der Name ist ja einfach der Hammer und nicht nur der Name, sondern eben auch die Färbungen. Sie machen wirklich, wirklich mega coole Färbungen. Und ich bin einfach gegangen und habe einfach nur nach der Farbe ausgesucht und habe mir 3 Stränge gekauft. Und zwar ist das Base Soul, ist eine Schuhwolle mit Nylon, hat 400 Meter, also normale Fingering Weight. Und die Färbung heisst Pink Oats. Finde ich mega cool, so das Beige mit dem Pink. Dann als nächstes ist mir Mumbai entgegengekommen und ist auch wirklich eine gute Kombi. Könnte man kombinieren. Ich habe es jetzt aber nicht so gekauft mit dem Hintergedanken, ich werde die 3 miteinander verlesen, sondern einfach, welche 3 Farben gefallen mir am besten. Und die 3. Farbe ist eigentlich die extremste. Das ist der Firecracker.
aber ich habe einfach gern Pink mit Orange. Ich finde das mega cool. Und ja, ich könnte es auch zusammen verlesen. Was es geben wird, weiß ich noch nicht, aber ich kann es halt einfach müssen haben. Zack. Oh, ja. Heute ist viel Bewegung bei mir drin. Dann habe ich einen Knäuel Schial bekommen von der Wollspinnerei Fetsch. Das ist Baumwolle mit Leine. Und wir haben am Samstagabend miteinander geschnürt, Janine und ich. Und ich habe gesagt, ich würde es gerne ausprobieren. Und dann haben wir einen kleinen Deal gemacht. Sie hat am Sonntagmorgen dann meinen Schellenursli-Pulli, den ich aus ihrer Wolle gelismet habe, geholt und bei ihnen ausgestellt. Und dafür habe ich den Knäuel bekommen. Und aus dem werde ich wahrscheinlich einfach mal eine Abwaschlumpe machen. Weil das ist noch cool zum so, also, ja, ausprobieren. Man macht dann nicht einfach nur eine Maschenprobe, sondern man kann gerade etwas lesen, kann neue Muster ausprobieren. Und mein Mann hat mega gerne Baumwolle, Leine, Abwaschlümpen mittlerweile. Auch wenn er mich zuerst wollte einliefern lassen, weil er das Gefühl hatte, ich sei jetzt völlig durchgeknallt, als ich angefangen habe, Abwaschlümpen zu lesen. Aber jetzt ist er davon überzogen. Und ich denke, das ist aber auch eine mega schöne Qualität zum Sommershirts zum Beispiel zu lesen. Aber zuerst einmal testen. Danke, Janine. Dann hatte ich das Glück dieses Jahr, dass ich die Jungs von Pamir Fine Fibers kennenlernen konnte. Ihres Kaschmir kenne ich schon länger. Das da ist jetzt zum Beispiel auch aus ihrem Kaschmir. Und ich habe es schaurig gern. Es ist also es ist ein schönes Kaschmir. Es verlismet sich gut. Es wird schön weich mit dem Tragen und mit dem Waschen. Und ich habe von ihnen ein paar Knäuel bekommen, dass ich einen Pulli lesen darf. Ich habe auch schon ein Maschenpröbli gemacht. Weil ich habe plötzlich gefunden, das wäre eigentlich genau das richtige Material, um diesen Pulli nachzulesen und auch endlich die Anleitung zu schreiben für den. Er ist ja auch aus einem Kaschmir, aber ganz einem anderen. Und ich finde, das Muster kommt mega schön. Und ja, ich habe bereits angefangen. Auch da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Und da ist es aber so, weil ich habe noch nicht nur die naturfarbigen Knäuel bekommen, sondern auch noch 2 von der Farbe Rubin. Und jetzt gibt es halt einfach eine andere Version. Aber es kommt mega schön und ich freue mich auf den Moment, wo er fertig ist und ich ihn tragen kann. Das Kaschmir kommt von Kirgisistan. Ich kann es nie sagen, sorry. Und dahinter steckt ein wirklich cooles Projekt von den Jungs von der Pamir. Sie tun die Kaschmir-Farmer oder Bauern fair zahlen für ihre Wolle und ermöglichen denen so wirklich ein cooles Einkommen und einen guten Lebensunterhalt. Und du kannst eigentlich jeden Knäuel kannst du tracken, woher das kommt. Die ganze Story, geh mal auf die Homepage von der Pamir und ich werde sicher, wenn der Pulli fertig ist und auch geschrieben ist,
werde ich mal dann noch ein bisschen genauer auf das Projekt und alles eingehen. Heute jetzt ein bisschen kurz gefasster, weil sonst mag ich nicht durch mit all meinen Errungenschaften vom Swiss Jam Festival. Aber wirklich, geh mal auf die Homepage, schau es mal an. Es ist ganz eine coole Sache. Was habe ich noch? Lass mich schnell schauen. Das habe ich. Ah, ja. Dann ist es noch so, dass das letzte Jahr am Swiss Yarn Festival habe ich die Frauen von Rosarios Quattros dürfen kennenlernen in Persona. Und weil, ich muss so sagen, ich hatte schon im September 2022 mit ihnen Kontakt gehabt, via Instagram und E-Mail. Und sie haben mir dann im Oktober ein Päckchen geschickt mit ein paar von ihren Qualitäten drin, damit ich einfach mal ein bisschen damit herumspielen. Und es ist mir eben so im Kopf geblieben, weil das Päckchen ist genau angekommen, wo ich herausgefunden habe, dass ich Covid habe. Und bin dann ziemlich fiebrig oben im Bett gelegen und habe aber das Päckchen mit aufgenommen und habe das aufgemacht und habe alle Wolle so neben mir im Bett verteilt oder liegen gehabt. Und jedes Mal, wenn ich wieder irgendwie aus dem Fieber Nickerchen aufgewacht bin, habe ich einfach wieder einen Wollknäuel in den Fingern gehabt. Und das ist wirklich die beste Medizin gewesen. Und dort hat es vor allem 2 Qualitäten drin gehabt, wo ich dann recht schnell damit ein bisschen rumgespielt habe. Und das eine war Terra Tweed. Da habe ich einfach so einen Kragen gemacht. Und musste sagen, die Qualität die gefällt mir mega und mit der würde ich gerne mal einen Pulli machen. Und es war jetzt zwar schade, dass die Ladies nicht kommen dieses Jahr, aber sie haben der Philippa ihre Workshops mit Wolle gesponsert. Und sie haben mir noch 5 Knäuel von der Terra Tweed der Philippa mitgeben für mich, damit ich so einen richtig schönen, coolen Winterpulli damit lesen kann. Ich habe 2, 3 Ideen im Kopf. Ich weiss aber noch nicht, welche das gönnt. Aber irgendeine gönnt sicher. Und ich hoffe, dass ich diesen Pulli dann anbringe bis nächsten Winter. Auch wenn es jetzt schon wieder wie Winter ist draussen. Und die andere Qualität ist Alvor. Was ist da? Das ist 50% Wolle mit 50% Leine. Ist eine mega coole Kombi. Und ich habe mir dann ich habe einen Knäuel Rot und einen Knäuel Senf und habe dann das Shirt gemacht, oben mit Intarsia, unten einfach in Streifen. Und bin als letztes Jahr dann auf Portugal als Festival Knit with Friends und habe das dort unten getragen und ich musste sagen, wow, das ist mega. Es ist wirklich, ich habe gedacht, ich hätte viel zu warm wegen der Wolle, aber die Mischung mit 50-50 ist wirklich mega angenehm. Aber ich musste sagen, ich habe noch ein paar Konstruktionsfehler gemacht. Der Halsausschnitt ist auch zu eng und da muss ich noch mal drüber. Und ich habe gewusst, ich muss es einfach noch mal lesen und darum habe ich dann auch Rosarios gefragt, ob es mir noch mal 2 Knäuel, weil du brauchst nicht mehr wie 2 Knäuel für das Shirt, ob es mir noch mal 2 Knäuel würden
zur Verfügung stellen, damit ich es nachlesen kann. Ich habe mich dann eigentlich für diese Farbkombi entschieden und habe aber ein bisschen mehr bekommen, vor allem, weil es jetzt auch noch Alvor Print gibt. Mega cool. Ich bin dann gespannt, wie es mustert. Und ja, jetzt habe ich gerade so ein bisschen Qual der Wahl. Vielleicht mache ich auch 2, zum Beispiel eins Uni Uni und eins Uni und Print. Ich glaube, das kommt noch schön, aber das wäre natürlich auch noch eine Kombi. Oder so wäre eine Kombi. Also eben, die Qual der Wahl. Ha. Genau, jetzt bin ich gerade am Umschauen. Ja, das war es. Vielleicht hast du auch gemerkt, heute habe ich einen anderen Hintergrund, weil ich bin alleine übers Wochenende und habe gefunden, dann könnte ich ja einmal in der Stube unten eine Episode aufnehmen. Und eigentlich in der Hoffnung oder die Hoffnung gehabt, dass die Lili kommt und sich bei euch zeigt. Aber die ist tief und fest am Pfusen und nur gerade der Ginger ist jetzt ein bisschen am Rumlaufen und Rumschauen, aber er ist definitiv nicht ein Büsi zum Auflupfen und in die Kamera heben. Aber schade, die Lili ist vielleicht zu müde. Vielleicht nächsten Sonntag. Okay. Ja, das wäre es gewesen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spass gemacht. Es war nicht langweilig und vielleicht bist du auch inspiriert von der einen oder anderen Wollenqualität. Jedenfalls wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.